Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Ja, die rassische Reinheit beschützen. Klasse, klasse Botschaft, die ihm hier vermittelt wird. So macht es ja richtig Spaß mit einer ganzen Arschgeige hier. Und ich habe überhaupt keinerlei Probleme, die alle über den Haufen zu schießen, die sich mir hier entgegenstellen. Das macht es ziemlich einfach, finde ich. So, Columbia Authority. Mann, ist das ein Arschgeigenland hier. So, Lockpit haben wir auch noch 2. Sehr schön, haben wir insgesamt 3. Der nächste Werkzeugkasten, Verkaufsautomat. Minuteman Armory. Okay, Magazinvergrößerung für die Pistole. Das ist gut, das nehmen wir auf jeden Fall. Das ist sowas wie dieses Power to the People. Gut, dann können wir jetzt, wenn wir das nächste Mal die Pistole ausgewählt haben, können wir da ein bisschen mehr Munition nehmen. Das ist sehr gut. 50% mehr. Sehr geil. Soldiers Field. Erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Genau. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Ich habe Geld gefunden. Einfach nur, ich habe Geld gefunden, so zwischendrin. Ah, nicht schlecht. Alle hopp. Hier haben wir noch ein Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert eine Stadt am Himmel. Die Granddame der Wissenschaften demonstriert ihre Wunder. Was bringt das Ganze zum Fliegen? Raketen? Ballons? Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Wir tippen hier auf weibliche Intuition. Ende. Oh Mann. Das sind doch ein paar Sausäck hier. Rassisten, Sexisten. Oh Mann. So, der spuckt wieder ein bisschen Münze aus. Ausgezeichnet. So, dann hat man doch noch irgendwo Salz in einer Mülltonne drin. Das können wir uns auch gleich mal zu Gemüte führen. Hier war doch... Ah ne, hier war nicht. Irgendwo war noch das gute Mülltonne-Salz. Ja, nee, Quatsch, das war eine Mülltonne. Irgendwo war Mülltonne-Salz, ich weiß es noch. Nee, das bringt nur Gesundheit und zieht sogar Salz noch ab. Naja, egal. Pistole nehmen wir jetzt mal nicht mit. Ich nehme jetzt einfach mal Karabiner und Schrotflinte mit. Dürfte ausreichend sein. So, hier haben wir noch so einen Ticketschalter. So finden wir am Schreibtisch leider nichts. Und Tickets müssen wir, glaube ich, auch nicht ziehen. So. Autsch. Voll dagegen gerasselt. So brauchen wir wohl so einen Elektrobolt. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ich würde jetzt sagen, wir brauchen so einen Elektrobolt. Oder das Vigor-Äquivalent. Ja. Ah, das wird. Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Anscheinend nicht. Okay, Doku mach wieder einfach so durch. Das machen wir auf die The Last of Us Variante, wie es aussieht. Huch. Ah, ein Salzautomat. Und? Ah, der sprüht es einfach auf mich. Okay. Willkommen in Soldiers Field. Da ist sie. Oh. Die First Lady. Stehlen kann Konsequenzen Sie haben. bringt uns nach Paris? Naja, zumindest raus von hier. Stehlen kann Konsequenzen haben. Okay. Kann Elizabeth Bleib bei mir. Taschendiebstahl Ja, Mr. machen? Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker, Ice Cream sollen wir gibt's zur hier. Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Wir gucken uns An erstmal ein einem bisschen um. Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Ach, 100%ig, ja. Ja, wir gucken uns erstmal hier um. Und anscheinend kann man Leute auch bestehlen, wie es aussieht. Okay, Browns dunkle Schokolade. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Und
Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Genau. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Lassen Sie sich keinen minderwertigen ausländischen Ersatz andrehen. Alter. 3 Cent die Kugel, 4 Cent für 2 Kugeln und 5 Cent für 3 Kugeln. Das ist ja auch geil. Okay, probieren wir es doch mal. Hey, ich habe hart dafür gearbeitet. Mir doch egal. Alter. Einfach mal das Geld geklaut und dann den Typ noch einen Kopfschuss verpasst mit dem Karabiner, Alter. Ist das ein Assi. Oh Mann. Oh Mann, wie heftig. Jetzt kommen bestimmt auch die Militärleute. Oh Gott, das war ein bisschen zu assi-klappig. Dem einfach direkt einen Kopfschuss zu setzen und dann das Zeug zu stehlen. Naja. Gucken wir halt doch ins Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert der mächtige Songbird. Oh, das war das Mistvieh, was uns verfolgt hat. Fürchtet euch nicht, brave Bürger Columbias. Der wahre Patriot hat vom Songbird nichts zu befürchten. Ja, aber wir schon. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, der weiche Clay ein bisschen zu asozial. Das hat man sofort die Polizisten hier auf den Plan gerufen. Okay, der Karabiner ist relativ schwach. Gut. Ja, da habe ich mich mal etwas zu offensichtlich zu asozial verhalten. Dann kann sowas mal vorkommen. Das ist er! So. Gut, der von der Info will auch nichts mehr für uns machen. Ist halt der Ananas. Wir sind echt wohlhabend, was? Ja, kein schlechter Kommentar, muss ich sagen. Okay. Mann, oh Meter. Mögen die uns noch hier im Eiscremelader oder, ich weiß ja nicht. Ne, die haben irgendwie noch tierisch Schiss, aber sind jetzt die meisten weg, außer hier das Mädel oder die junge Frau. Tja, den armen Eiscremeladebesitzer, den hat's jetzt zerschrotet. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ah, da hinten ist er. Ja, so kann man es auch nennen. Okay, also durch meine kleine Aktion sind jetzt anscheinend hier auch die ganze Leute fortgerannt. Das kann wohl passieren. Das kann wohl passieren. Mehr Geld. Ja. Hier. Merci. Und da haben wir noch was. Der Dollarbill. Erstmal hier das Zeug nehmen. Was hat er dann für uns? Nur Munition. Ala hopp. Gut. Was haben wir hier? Wobei, bevor wir jetzt so lang rennen, gerade mal gucken, was es hier noch Wir gibt. brechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Und, Ausschreitungen. Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Hatten. Haben wir noch Salz. Salz, Lockpit. Lockpick oder wie? Ja, egal. Auf jeden Fall noch mehr Dietricher. Was haben wir denn hier? Krähenfallenhilfe. Okay. Bewegt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Können wir uns doch nicht leisten. Ist etwas zu teuer für uns. Aber das kommt noch.
Das kommt alles noch. So, erstmal gute Schokoriegel aus dem Müll gefischt. Na, gucken wir mal, was hier noch abgeht. Okay, die sind noch nicht von unserer Assi-Aktion betroffen. Ich glaube, sowas bringe ich auch kein zweites Mal. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich wirklich Bezauberung auf den Typ oder so. Das sollte etwas freundlicher sein. Saxophon mit Rosalind Lutz. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Okay. Söhne von Columbia, schreibt euch ein. Helft dem Duke, gegen die fremden Horden zu kämpfen. Alter! Dieser Mexikaner, der Chines und der Schwarze. Alter, sind das Assi-Bilder, Mann! Ja, das ist ja echt Rassismus vom Feinste hier. Okay. Dann lassen wir mal sein. Diese patriotische Lieder sind ja auch ganz bezaubernd. Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Schlaukopf und Schwachkopf. Sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Ja. Als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Schon, ja? Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen. Bis der Prophet uns weiteres sagt. Ja, die Kinder sollen sich so lange angucken, wie es der Prophet sagt. Das finde ich natürlich auch sehr gut, die Einstellung. Ah, hallo? Alter, ja, es ist schon Schlaukopf und Schwachkopf. Ist schon irgendwie verstörend. Okay, probieren wir es mal ganz anders. Ach, Mist. Schon wieder nicht. Okay, du hörst jetzt uns. Das könnte weitere Gewalt irgendwie verhindern. Schießeisenkopie. Oh. Nö, das ist nicht so gut. Karabiner. Bringt er sich jetzt selber um? Ja. Nett. Ja, Hurensohn, durchaus. Jesus, wie lange stöhnt dann der noch rum, bis der endlich tot ist? Der liegt doch schon längst tot, do. Das sind nur Zuckungen. Da haben wir so Songbird-Plüschfigur anscheinend. Hier, ach. Ach du liebe Zeit. Ja, der Songbird hat sich ja schon mit uns angelegt. Dann Lockpick. Dort drauf können wir auch. Ich glaube, das hat jetzt wirklich nicht so viel Aufmerksamkeit erregt, als ich den Typ jetzt einfach bezaubert habe und ihn nicht niedergeknallt habe, sodass es jeder hört. Aber ein bisschen assi ist das schon, sich einfach so an Zivilisten zu vergreifen. Sollte ich vielleicht doch echt mal sein lassen. So, dann hier lang. Die Sache fehlen uns hier noch, also der Bereich fehlt uns hier noch. Ja, stehlen lohnt sich nicht. So könnte ich auch die Episoden nennen. Wir müssen diese Meine Gondel Fresse. holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Gut, Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. dann machen wir das doch. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Okay. Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier, erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Suche Schockjockey in der Hall of Heroes. Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Ja, Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Handelt! na klasse. Das heißt mir jetzt wieder ein paar Hansel, die gegen uns kämpfen. Ne, so. Ups. Halt die Gusch. Ja. Schild ist schon defekt.
Ups, da ist noch einer. Ist Wildjäger, habe ich jetzt. Ah, der doch. Gut. Oh, ich nehme die Gedärme raus, Alter. Sausack. Ganz wiechte Kerl. Okay, Maschinengewehr. Aber gegen unsere Gesundheit könnte man ein bisschen was tun. So, warte mal. Erstmal flattern wir mal die Type. Schrotflinte muss ich derzeit nicht nehmen. Der hat noch so Kassette dabei. Ich habe den Karabinermunition, das ist gut. Maschinengewehr brauche ich derzeit nicht. Dann geht es weiter Richtung Hall of Heroes. Müsste doch der Weg hier sein, oder? Hall of Heroes, ja. Hall of Heroes, bis auf weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Ja, genau. Okay, da gehen wir doch mal hier. So. For he is the protector of the lamp. Ja. Sing praise to the songbird. Das ist ihren Beschützer. Oder zumindest ihren Kerkermeister. Okay. Den haben wir ja schon echt kennengelernt. Von daher, ja. Fahrstühle waren damals irgendwie noch sehr edel, finde ich. Etwas besorgt. Zum Teufel. Stimmt etwas nicht? Ja. Nein, geht schon. Hier stimmt gar nichts mehr, liebe Elizabeth. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Mhm. Tja, aber wie? Aber wie? Sollten die Steuerung ansehen. Ist wohl ein kurzer. Bucking Bronco. Ah, das ist wieder so Vigor-Kraft. Ja, die Steuerung. Da war doch hier irgendwo noch so ein Ding, wo ich aufmachen kann. Huch. Guck mich einfach nur schräg von der Ecke her an. Da im Sicherungskasten. So, oh je. Eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne einen Riss. Wow. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Alter. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Oh, Songbird. Ich versuch's ja! Schließ sie! Oh. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Aber so ein Riss kann schon sehr cool sein. Wie gesagt, das letzte Mal, wo sie das im Labor gemacht hat, also in ihrem Monument Island Gefängnis, da hat sie ja noch Frankreich, vielleicht Paris, in die 80er Jahre einen Riss gemacht, wo dann Rückkehr der Jedi-Ritter war im Kino. Sehr gut, das kommt mir gerade sehr gelegen. Karabin, Schrotflinte hätten wir hier noch. Die flattert anscheinend auch gern Müll. Und... Oh, da war noch irgendwas? Mülltonne. Genau, machen wir auch. Was ist jetzt wieder Münze für uns, oder? Nee. Darbietung aktivieren. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Ja. Denken Sie mal drüber nach. Okay, das ist nichts zum Aufheben. Was guckt sie dann hier? Nichts Interessantes. Immer wenn ich mal wieder Geld finde, hat sie ja auch immer Geld parat. Was ist da? A righteous wind is coming. Ein rechtschaffener Wind kommt. Ja, um den Rassismus zu stoppen wahrscheinlich. Hoffentlich. So, das Salz nehmen wir auch. Da brauchen wir einen Lockpick. Und? Gegen wilde Horden, fremdes Heer, nimmt Vater Comstock sein Gewehr und Alter. stürzt sich mitten in die Schlacht.
Ja, der alte Mann von Prophet wird sich bestimmt als allererster in die Schlacht stürzen. Dann haben wir noch einen Lockpick. Hier eine Mülltonne leider nichts. Da geht's doch wo rein. Ah ja. Ups. Alter, beim Pisser erschossen war er. Ach, ein ziemlich beschissener Tod. Oh, die sind aber etwas dicker gepanzert hier, die Jungs. Da hat noch ein bisschen Geld dabei. Oh, der ist auch in einer ganz edle Stellung hier gestorben. Naja, der kann es wenigstens noch laufen lassen. Das interessiert hier keiner mehr, wenn der da jetzt nochmal ein bisschen was laufen lässt. Ach Gott, hier sind die Kabine mit Vorhänge abgetrennt. Gott, wie edel. So. Wir spülen mal für die. Einer von denen war ja auf dem Klo gehockt, als er gestorben ist. Und hier hat noch einer sein Portemonnaie verloren. Oh, der hat sich schon wieder spontan aufgelöst hier, der Körper. Gott im Himmel, also das ist richtig scheiße, wenn du beim Pisser abgemurkst wirst. Da haben wir noch 33 Silver Eagle, hier haben wir noch 24. Oh, ich wollte gerade sagen, dass ich hier noch Frauen beim Pinkler erschießen muss. Lockpick. Das kann man ja mal auf dem Klo vergessen, sowas. So, dann haben wir hier nichts mehr. Da haben wir noch 28 Silver Eagle. Brauchen wir schon Geld? Ja. Bitte sehr. Ich weiß jetzt nicht, wo sie das aus dem Klo rausgefischt hat, aber ich lasse das mal so stehen. Okay. Zumindest habe ich hier keine Frau auf dem Klo erschießen müssen. Das ist echt ranzig dann. So, dann machen wir mal den optionalen Bereich auf. Kein Problem. Ich glaube, das wird auch unser letzter Amtstag, in der Episode noch sei. Ups. Halte mal Gaula. Ja, das kennen die wohl nicht so alltäglich. Okay. Also den Bereich gucken wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal an. Und dann die Sache, dass ich die Episode für heute mal beende. So, aber erst noch in die Rache. Das ist immer das Wichtigste. Komisch. Ein Voxophon. Oh, Captain Cornelius Slade. Das sieht cool aus. Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Oh Gott. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Oh. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Ich mag den Typ. Der ist mal sympathisch. Der sieht ja recht cool aus. Hemd Kugelsägen erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Hui, was haben wir da im Vergleich? Magazin aller Waffen um 75%. Tja, das ist dann nicht so gut, das Ding. Das ist sogar um ein Viertel schlechter. Oh, 5 Picks brauchen wir dafür wieder. Silver Eagle. Hier haben wir anscheinend noch die ganze Karabiner-Munition noch kriegt. Gewitter erleidet. So, dann machen wir das noch auf. Das dürfte schnell gehen. Äppeler essen wir in der Zwischenzeit und die Silver Eagle Geldbörse nehmen wir auch noch. Tasche durchsuchen. Ananas. Nehme ich auch immer in meiner Tasche mit. Hier haben wir noch 233 Silver Eagle. Trophäe erhalten in Silber Münzen unter der Matratze. Wahrscheinlich, weil ich eine gewisse Artzahl an Münze jetzt schon geflattert habe insgesamt. Okay. Dann stehe ich mal zu meinem Wort und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, ihr liebe Leute, zur Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan. Rumgetänzelt gerade wieder. Und sie guckt sehr skeptisch. Ayan Yankee.